Wienerli Blätterteig, der Partyhit überall, aber natürlich nicht normal, sondern à la Patricia. Und wie das funktioniert, siehst du jetzt gerade, wenn du dran bleibst. Ich weiss jetzt schon, einen guten. Die Zutaten sind mehr oder minder logisch. Ganz speziell ist Folgendes. Ich komme immer den Auftrag über zum Butterblätterteig bösteln. Das ist das hier. Und was braucht es sonst noch? Da haben wir noch Frischkäse, ein Ei, Speck, die Wienerli für die Wienerli im Teig. Speck kann man auch weglassen und durch Wienerli machen, aber wir machen das mit Speck, das passt Speck gut. ist Liebe. Was meinen die? Und dann haben wir Herdöpfel, Gewürz natürlich Selbstverständlich. und Quarkkräuter. Herdöpfelgewürz geht auch für Wienerli. Und auch für Blätterteig. Und auch für Blätterteig. Könnt ihr euch das merken? Genau. Weißt du, das ist ganz wichtig. Mach grad jetzt schnell ein Däumchen auf das Video und am besten drückst du noch Abonnieren und das Glöckchen, dann verpasst du keine Folge mehr, wo die geniale Patricia die feinen Sachen macht mit dem Herdöpfelgewürz und das steht immer probieren. Und wenn du weiterleitest, wirst du vielleicht sogar mal eingeladen zum Feinessen. Oh la la! Wäre mal etwas. Wir freuen uns drauf und ich gehe jetzt. Ja, ganz schnell. Tschüss! Dann lege ich los. Ciao. Okay, da sind wir für die Butterblätterteig Wienerli in Teig. Er sagt das so gerne, weil es macht wirklich einen riesigen Unterschied, ob man Butterblätterteig nimmt oder einfach Blätterteig mit einem anderen Fett. Wir fangen an mit dem Frischkäse quasi. Wir haben den ganz normalen Frischkäse. Ich tue jetzt aber daraus Steady Frischkäse machen mit Herdöpfelgewürz, ein bisschen da drauf verteilen und mit Quarkkräutern. Immer frisch in der Küche. Und super praktisch. Einfach gut rühren. So haben wir überall Gewürz und überall Kräuter. Ne? Schön verteilen. Was ich vorher schon gemacht habe, vielleicht siehst du das hier, ist mein Ofen einschalten. Der ist eingeschaltet, 200 Grad und Luft. Ich habe hier eine vorbereitete Backform, also ein Backblech, schon mit Backfolie. Blätterteig kommen meistens auch so mit einem Backpapier, aber das lasse ich gleich hier drauf und kann rüber tun. Mit so einem Butterblätterteig, es kommt sehr darauf an, was für Größe man hat. Also diese hier langt ziemlich genau für so 6 Wienerli. Ich probiere hier etwa die Mitte zu nehmen. Ich schneide hier über ein Schneidbrett. Habe ich die Mitte, ich will natürlich 6 Mal machen. Also dann mache ich hier nochmal 3 Stück. Ich bewege es nicht, ich lasse einfach da. Jedes Mal, wenn man eben Blätterteig so berührt und zieht und macht, wird es weicher und schwieriger zum Verarbeiten. Deswegen. So, dann kommt meine Bratspeck dazu. Und zwar hier so eine Scheibe, normale Scheibe. Dann verteile ich jetzt über alle Stücke Blätterteig. Wenn du eben keinen Speck isst oder gerade keinen Speck daheim hast, kann man einfach den Speck weglassen. Ich weiß, dass der Stedi hier Speck-Fan ist, dann machen wir mit Speck. Dann kommt mein Frischkäse, Kräuter, Herdöpfel, Gewürzmischung über den Speck. Angaben findest du hier unten. Ich mache oft ein bisschen anders. Wenn du da unten liest und schaust, wirst du sehen, dass Angaben auch bereit sind und es funktioniert mit dieser Menge. Sind oft geprüft. Also kommt jetzt überall ein Wienerli. Je nachdem, wo du wohnst, heißen die anders. Ne? Die sind so einfach Würstchen. Geht natürlich auch mit anderen Würstchen. Ich mache es nochmal ein bisschen Frischkäse, Kräuter, Herdöpfelgewürz drauf. Und jetzt habe ich nicht so ganz für alle, je nachdem wie groß die Speckverpackung ist. Ich habe hier noch 3 Tranchen. Schneide ich in die Mitte und dann habe ich so halb für jeden. So. Und jetzt muss ich das einfach so aufrollen, wirklich zusammenfalten. Und dann gibt es wirklich verschiedene Varianten. Ich mache hier einige, dann kann man sehen, ich nehme es einfach so von einer Seite ein bisschen, von der anderen Seite, als würde ich wie so einen Zopf machen, aber es ist kein Zopf. Ich nehme einfach nur so Blätterteig, wieder Blätterteig, wieder Blätterteig, wieder Blätterteig, nochmal, 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 nochmal. Das hier klebt schon so schön und dann noch einmal. So habe ich mal eine Variante.
kann sogar ein bisschen so schöner machen nachher. Ich kann auch so anderes umwickeln, deswegen will ich von da wegnehmen. Schön. Und dann mache ich so, wirklich einrollen. Ich muss auch kompliziert machen, ne? Aber dann kannst du sagen, okay, wenn es so funktioniert hat, funktioniert auch anders. So, nochmal. Da habe ich jetzt auf einer Seite zu viel Teig und auf dem anderen zu wenig. Ist gut, wenn so was passiert, kann man auch retten hier. Speck innen. Und das Schöne bei so einem Rezept ist, nachher sieht es schön aus. So, legt man drauf. Ich sehe, mein Teig ist zu weich. Ich werde diese Variante nicht mehr weitermachen. Dann nehme ich das so hier, mache wieder da drauf. Einfach die zwei Seiten hier zusammenfalten. Und dann kann ich nochmal die Seite hier so weglüpfen. Es ist einfach wichtig, dass die Wurst im Teig drin bleibt, oder? Und dass wir diese Frischkäsemischung hier nicht alles draußen haben, sondern hier drinnen. Das sorgt genau dafür, dass das Ganze nicht trocken wird. Teilweise kauft man so Würnelin-Teig und sie sind trocken. Oder weil vielleicht Blätterteig auch schon so eine trockene Variante ist. Und man macht nichts drin, was für Feuchtigkeit sorgt. Und dann machen wir jetzt mit dem Frischkäse und mit dem Speck, dem Fett vom Speck. So, ich mache das hier mit allem. Ja, und jetzt noch die letzte Würstchen hier. Da muss man wirklich schnell sein mit dem Teig, vor allem wenn es so heiß ist. Und sonst wieder schnell in den Kühlschrank bringen und nachher weitermachen. So, oh, das letzte ist sogar das schönste geworden. Lustig. Wir brauchen noch ein Ei, damit es schön goldig wird im Ofen. Nehmen wir da mit meinen Steady-Pinsel. So, gut gemischt. Dann kann ich einfach alle Würneli hier im Mantel. Das kann man auch gut einen Tag vorher schon machen, nächsten Tag mitnehmen, wenn man einen Ausflug hat. Ferienzeit, Wanderung am nächsten Tag, kann man am Abend vorher schon vorbereiten. Es kommt alles im Ofen, oder? Es ist gebacken. Dann kann man das gut einfach im Rucksack mitnehmen, in eine Schüssel. Sonst bricht alles zusammen vom Blätterteig. Man kann auch bis hier machen, noch kein Ei drauf, einfrieren und nachher ohne abzutauen direkt in den Ofen schieben. Oder man kann es so machen, die Hai essen, noch einen Salat dazu, schöne so gemischten Salat, dann hat man auch eine Mahlzeit. Oder man hat das Würneli mit dem Speck, man hat Teig, einen guten Salat und dann war's. Ich kriege gleich Lust. Und jetzt in den Ofen, bis gebacken ist, bis alles schön goldbraun wird. So. Guck mal, wie schön. Bei mir sieht man hier, dass einige so aufgegangen sind, aber der Käse ist drin geblieben und das ist wichtig. Also es ist wirklich sehr wichtig, dass das ganze Unterteil, also der Boden wirklich zu bleibt. Mit oder ohne Speck bleibt dann draußen knusprig, innen feucht. So, jetzt schneidet man dann ein bisschen. Ich bin mir sicher, er wird gehen. Und heiß ist es. Da kommt einer. Kennst du das, wenn der Film so... Gewaltig da in der Wuhu! Soll ich gleich bei Stückchen schneiden, so ein bisschen abkühlen? Es ist wirklich heiß und ich kenne dich, du wirst das gleich schnabulieren. Also ehrlich, ich wünsche euch, dass ihr auch mal hier probieren dürft. Für das könnt ihr einfach unten etwas rein kommentieren und dann laden wir euch ein. So einfach ist das. Wir haben bereits zahlreiche Leute hier gehabt, die das genutzt haben. Jetzt muss ich hören, jetzt muss ich wirklich zuschauen. Ja, es riecht fein. Ah, du hast die Soße mitgebracht. Extra Soße mitgebracht. Das ist ja super. Aber nicht zuerst wenn wir ohne Soße probieren, dir. wie es gehört. Ich warte noch ein bisschen, bis es abkühlt. Ich verbrenne mich hier schon oft. Muss ich jetzt... Weißt du was? Excuse? Ja. Excuse miteinander. Ich nehme das so ins Maul. Probier das mal. Soll ich hier so gleich so ein bisschen einen Pfuff machen? Kannst du nachher drin tünkeln. Schmeckt es? Wenn du auch wissen, wie es schmeckt, einfach nachmachen. Die Hai jetzt gerade sofort schnell, wenn du Zutaten nicht hast, posten und machen. Es geht schnell, wirklich schnell. Also auch als Apero-Häppchen, seht ihr so Ja. Fingerfood.
Das braucht es nicht. Aber ist noch fein. Das ist wie eine Cocktailsauce, allerdings ohne Eier. Ja, wie eine Cocktailsauce, wisst ihr, so Mayonnaise und so. Aber hat ein bisschen Cognac drin und steht in Salatkräuter. Und das Geniale ist, sie lettert nicht. Seht ihr? Das ist eigentlich das Geniale. Und ich meine, der Geschmack ist fantastisch. Danke fürs Kochen. Wie jedes Sehr Mal. gern. Eine riesen Freude. Danke, dass du immer Vertrauen hast. dass Ich es nehme gut jetzt wird. noch eins mit Soße. Wirklich, also ohne Soße perfekt. Sowieso perfekt. Man kann auch gut so mitnehmen, oder? Man kann das so machen und am nächsten Tag so unterwegs essen, oder? Kann man gut so nehmen und essen. Ciao zusammen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis nächstes Mal. Bis Und nächstes Mal. bis Und nächstes dir Mal. auch bis nächstes Mal. Juhu. Ciao, ciao. Du kannst die noch essen, ich kann die hier für mich behalten. Oder?